Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge FIFA Karrieremodus. Und zwar wir machen jetzt weiter, schauen gerade, was wir heute machen und gehen nachher ein Spiel gegen Norwegen. Wir spielen erst gegen Norwegen, dann gegen Polen. Beide werden simuliert. Dann gehen wir ins Spiel gegen Vaduz. Jetzt zeige ich euch die Highlights und dann kommt das Spiel gegen Olympique Lyon. Ich hoffe, die Folge wird etwa so 25 Minuten, 20 Minuten, das müsste lange für die Folge. Wir gehen gerade hier, die Aufstellung habe ich schon gemacht. Sommer, Lichtschein, Rocher, Rodriguez, dann die 3 Mittelfeld, Berami, Chaka, Zuffi, dann die 3 oben, Shaqiri, Embolo und Neuer Widmer, denen statt der Steffen, weil der noch nicht ganz fit ist. Norwegen hat unentschieden gegen Neuseeland, Dänemark und Belgien gemacht. Spielt, vielleicht kennt man jemanden. Birisha haben wir kennen und Abdelaua und Soderlund bringt Norwegen in Führung. Lichtschein bekommt auch und der Widmer macht das 1:1, geil. Alle eingesetzt, weil er auch gut in Form ist. Klose kommt hier für die Juro, wieso nicht die anderen? Die mit Super oder Mehmedi oder Stocker. 4 offensiv, jetzt kommt er frei für Barami. Soderlund macht das 2:1 noch. Und wir verlieren gegen Norwegen, das ist ja super, oder? Ja, etwas muss ich ändern. Machen wir vielleicht noch eine neue Aufstellung mal zum Probieren. Und zwar so: Shaqiri soll als Zentrum gehen. Berami und Xhaka hinten. Embolo auf der Seite. Nein, so. Zuffi kommt raus, dafür kommt der Stocker hier. Und der Widmer kommt auch mal aus dem Zuber kommt für ihn hier. Vielleicht geht es so besser mit einem 4-2-3-1. Ich habe das 4-3-3 genommen wegen der EM. Weil die EM haben sie auch so etwas gespielt. Polen unentschieden gegen Kamerun und Sieg gegen Australien und USA. Spielt mit Milik, Lewandowski nicht dabei. Dafür Dragowski im Goal. Stepinski ist Chesney, kennt man vielleicht noch. Und Wilk. Der Schule bekommt Geld, Potsdam bekommt Geld. Embolo macht es 1:0. Grisha kommt hier für Milik. 10 Minuten. Litne macht das unentschieden. Wir bekommen Goal immer so spät, das ist unglaublich. Also ich bin definitiv nicht zufrieden. Du musst ja stoppen, gehen in die Spielerentwicklung. Bleiben die Jungen jetzt auch mal drin. Ich tue nachher das Training mal wechseln. Die Anker haben erst mal sicher wahrscheinlich kurz vor 69 dann. Dann spielen wir jetzt gegen Vaduz. Wir gehen aber zuerst in den Monatsbericht. Die bleiben drinnen da. Der kommt definitiv. Nein! Oh Gott. Der bleibt Vertrag anbieten. Der bleibt schon mal drinnen. Der geht raus. Jürgen Scout im Bericht. Bleibt mal drinnen, bleibt mal. Also der bleibt. Der kommt. Na, der warte ich noch. Wenn er nur 53 hat, bringt er auch nicht viel. Der kann aber, sag ich mal, ablehnen. Der bleibt jetzt mal. Und der bleibt auch mal. So. Wir sehen also jetzt noch die Highlights vom Spiel gegen Vaduz. Wir sehen das nachher nochmal. Herzlich willkommen zurück zum Spiel Vaduz gegen Basel. Der Liechtensteiner Club empfängt den Meister aus Basel. Mein Name ist Lorenzo, willkommen vom Kanal Italiano. Heute empfängt also der erste, der letzte. Basel mit 53 Punkten und Vaduz mit nur 15 Punkten. Und einer von der schlechtesten Defensive, inklusive der Goalie, der Jele. Vaduzer werden heute sicher nicht gerade die Besten sein. 19 erzielte Goal für Vaduz und 45 erzielte Goal. Der beste Torschützenklub gegen den schlechtesten Torschützenklub, also die am wenigsten Goal geschossen haben gegen die besten Stürmer. Und der ist auch zuständig dafür. Das ist der Brill. Embolo natürlich, der will natürlich ein bisschen vorkommen. Reingold mit der ersten Chance. Und Boetius, der da mit einem Granatenschuss und Hille
muss das erste Mal eingreifen. Bekommt Temp noch im richtigen Moment durch. Jetzt ist es vielleicht mit dem Eckball. Mavriele da mit der Parade. Traoré. Flanke in die Mitte. Boetius. Und Embolo noch dazwischen. 1:0 für Basel und das nach 9 Minuten. Boetius da mit dem Schuss wird abgelenkt. Dann nochmal Boetius. Und Embolo noch kurz dazwischen und der Jeli kommt deutlich zu spät. Trifft nur der Embolo. Und für Embolo das 6. Goal. Nach 10 Minuten also Basel 1 und Vaduz 0. Vielleicht Vaduz jetzt mit der ersten Chance. Nein, Traoré kann da Ball Sieger in die Höhe. Kommen wir ganz führen. Warten bis Gold da startet. Gold mit der Flanke in die Mitte und Embolo. Ist Embolo gewesen? Ja, Embolo mit dem zweiten Goal in dieser Partie. 16 Minuten vorbei. Rheingold auf der Seite. Schön gesetzt von Daniel Höck mit dem Ball in die Tiefe. Rheingold nur noch Flanke in die Mitte und Embolo ganz schick mit dem Fuß. Jeder noch dran, der Ball aber zwischen den Armen durch. Und Basel führt nach guten 20 Minuten mit 2:0 gegen Vaduz. Und der Ball gut durchgesetzt von Daniel Höck. Wieder zum Embolo führen. Embolo schickt der El Younousi. El Younousi! Jele! Und Traoré schießt den Ball in die Tribüne hoch. Oh, El Younousi mit einem schönen Lob über den Untersee. Embolo jetzt vielleicht mal als Vorbereiter. Nein, jetzt sind die. Jemand am Ball. Embolo. Ball in die Mitte zum El Younousi. Und Janatovic, glaube ich, wieder Verteidiger von der Liechtenstein geheißen, mit einem schönen Block. Boetius gegen Borgmann. Klärt noch zum Einwurf, aber Schiri entlöst den Vaduzen, die überfordert sind. Basel 14 Fans, die Fans 4. FCB, wo man jetzt mit 2:0 führt, aber es ist deutlich unter den Erwartungen. Man hätte da viel mehr schon können führen. Zurück, zweite Halbzeit. FC Basel führt mit 2:0 und es gibt keine Änderungen, außer dass Basel jetzt plötzlich eine Rührkette spielt. Will also mehr ein bisschen Action da noch zeigen. Die Rührkette mit Lang, Saar und dem Höck. Traoré ist linkes Mittelfeld. Embolo, Embolo, Embolo nützt den Fehler aus und macht sein Hattrick. Fehler von der Vaduzer Verteidigung wie der Saison schon häufig und deshalb haben sie auch die meisten Gegengol bis jetzt bekommen. Der Fehlpass. Embolo nimmt den Ball, setzt sich gegen 2 Vaduzer und schließt einfach mal ab. Keine Chance da für den Jeli. Hat die richtige Ecke, kommt er fast eine ganze Sekunde zu spät. Embolo also mit seinem Hattrick. Basel führt auswärts im Vaduz mit 3:0. Boetius gegen Borgmann. Borgmann klärt zum Eckball. Vaduz wechselt das zweite Mal. Sadiko kommt raus und der Manuel Sutter mit der Nummer 9 kommt hier. Vom Sadiko haben wir auch nichts gesehen, aber erstmal der Eckball. Star. Embolo! Und der Ball geht echt hier, sein erster Aussatz als Aussennetz gehen. Und Embolo macht seine 4. Kiste. Saar mit dem verunglückten Volley-Versuch. Embolo steht aber richtig mit dem Kopf hier und da schaut 4 Vaduzer blöd hier. Embolo mit seinem 9. Goal. Jetzt offiziell auch. Und mit seinem 4. Goal in dieser Partie. Und es wird gerade dreifach gewechselt. Nach dem 4. Goal von Embolo, ganz knapp nach dem Pfosten einkommen. Es wird gewechselt und Torschütz. Embolo kommt auch raus nach 4 Goals. Längst klappt für ihn heute
Embolo kommt aus, Adam Traoré mit der starken Bereich kommt raus und Elionussi kommt auch raus. Dafür kommt Cedric Itten, der Andras Sporal und der Birkir Bjarnarsson, der Isländer, kommt ins Spiel. Also es ist nicht so, dass Basel auf Verteidigung setzt und das ganz und gar nicht. Itten mit seiner ersten Chance. Bjarnarsson rettet noch Ball vor dem Eckball. Sporar! Und es geht wieder Eckball, unter sich der Ball noch abgelenkt haben. Die drei Neuen also gerade mit ihrem ersten Ballkontakt. Und man sieht, Basel hat immer noch Lust zum Fußball spielen. Gut, es ist jetzt wieder Flanke, aber da steht jetzt wieder kein Embolo. 1 Minute Vaduz immer noch mit keinem einzigen Torschuss. Was eine recht ziemlich bitter ist, weil Basel spielt im Moment mit der Dreierkette. Jetzt Sporar! Sporar! Und der Einwechsel. Spieler klärt und macht das Goal jetzt zum 5:0. Der Joker ritzt sich also da nochmal und schießt das 5:0. Zeigt, wieso er auch ein Edeljoker ist. Mit seinem zweiten Goal in der Liga. Basel also jetzt mit 5:0 klar vorne gegen die Liechtensteiner. Für den FC Basel. Jele, einmal Sporar. Rausdrehen und es gibt noch einen Eckball, jetzt mal von der anderen Seite. Boetius. Goal vielleicht mal aus der zweiten Reihe. Und was für ein Sonntagsschuss vom schottischen Nationalspieler Ryan Golden da macht er hoffentlich jetzt mal eine Sache zu und beendet das Spiel mit dem 6. Treffer. Ja, erklärt. Ryan Gold läuft 1-2 Schritt und schließt sofort ab. Jiri nicht früh genug zurück im Goal und der Ball senkt sich noch brutal ab und es ist das 6. Goal für Basel gegen den kleinen Verein aus dem Liechtensteiner Ländli. Und jetzt pfeift der Schiri ab. Basel gewinnt souverän gegen den Letzten und zwar mit einem glatt 6:0. So sind wir wieder zurück und wir haben wirklich 6-0 gegen Vaduz gewonnen. Es hat insgesamt 13 Eckball gegeben. Das ist schon eine Hausnummer. Embolo wird jetzt wieder mal trainiert, damit er jetzt endlich mal seine 80 erreicht. Dann wollen wir den Baumann sicher noch drin. Der Sporar, weil ich will, dass er seine 70 erreicht. Elionussi, der vielleicht mal ein bisschen besser könnte werden und sicher mal ein Goalie. Und zwar der schlechteste ist der Donnarumma. So. Dann gibt es sicher ein paar Wochen mal so, bis mal etwas passiert ist. Also eine Woche halt in dieser Serie. So, und jetzt gibt es die erste. Also Baumann akzeptiert den Vertrag. Dann Sporar will spielen. Okay. Und der Dragowski will ein bisschen mehr spielen, als müssen wir halt schauen, weil wir haben halt 2 Hammer-Goalies. Aber auch gute Verteidigung, das muss man sagen. Wir sehen also im Spiel gegen Basel, gegen Olympique Lyon wieder. Herzlich willkommen zum Spiel im Basler St. Jakob Park. Basel empfängt Olympique Lyon in der Europa League in der K.O.-Phase. Basel natürlich schön warm geschossen gegen Vaduz. Stadion natürlich voll und im Viertelfinale trifft also Basel auf den französischen Anwärter Olympique Lyon. In der anderen Partie bleibt es auch spannend, aber wir konzentrieren uns heute definitiv auf die Jungs, die da die laufen, auf die Basler. Spieler im Fokus natürlich der Brel Donald Embolo, der hat im letzten Spiel 4 Kisten insgesamt gemacht, aber das muss man sagen, gegen das kleine Ländle Vaduz. Und mit Vaduz mit Olympique Lyon zu vergleichen ist schon eine Hausnummer. Basel mit der Aufstellung, Dragowski im Goal, also Xhaka als Rechtsverteidiger, dort auf die Bilanz haben. Zar, Höck, Traoré, Delgado, Kielemon, Fernandes, Embolo als Zahner, Steffen und der Sporer vorne, der scheint auch gut in Form ist und wollte heute spielen. Und
Franzosen muss man aufpassen, vor allem auf den Stürmer vorne dran. Es wird also ein Stürmerduell geben. Breldon und Embolo gegen Lacazette. Auswärtsfans sind vorhanden. Viele sind aus Lyon gekommen, ist ja nicht so ein weiter Weg von Basel auf Lyon. Und das Spiel beginnt also. Basel von links nach rechts und die Franzosen von rechts auf links und wieder auch der Valbuena. Auch darf man natürlich auch nicht vergessen. Aber der erste Ball geht sofort führen. Sporar quer gesetzt, aber Lopez bleibt auf. Und das ist die erste Angriffssituation von der Basler, gerade gut nach 3 Minuten. Aber Innenverteidigung von Basel macht es auch gut. Gute Kopfballgewinn heute. Steffen muss die Tore setzen, macht das gut! Und Lopez muss da an, so schwer der Ball drin war. Steffen genial durchgesetzt. Und Lopez noch mit der Hand dazwischen. Das Ball gespielt gewesen. Sagt der Schiedsrichter. Schale. In einem Fehlpass. Sporar mit dem genialen Treffer. Und das Mal sitzt er. Und was bitte? Fehlpass vom Schale, wirklich ist nichts. Sporar drückt einfach mal ab und der Ball senkt sich perfekt noch an Innenpfosten. Und es ist das erste Treffer vom FCB im heutigen Spiel. 1-0, also noch knapp vor der Halbzeit. Und Ball passt genau hier. Keine Chance für Lopez und Andras Sporar zeigt, wieso er heute vom Trainer eingesetzt wurde. Basel führt also gegen Lyon 1-0. Zweite Halbzeit, keine Wechsel auf beiden Seiten. Steffen im Roulette vorbei am Schale, der auch mit Schuld hat am ersten Treffer von der Basler Sporar. Aber es ist Offside. Steffen mit dem Querpass über und beide Basler im Offside gewesen. Und Dragowski mit dem Fehler und Lacazette macht es. Ein Fehler in der Verteidigung vom FCB. Und so ein Fehler vom Dragowski, da überhaupt rauszukommen. Parade ist nicht und Lacazette löst den Fehler natürlich aus und schießt jetzt Lyon nochmal an. Es gibt den ersten Wechsel bei der Basel, Sporar kommt raus. Das ist die Reaktion vom Trainer. Thema sucht, aber Lyon macht jetzt hinterzu. Steffen. Embolo dreht sich und Raphael. Jetzt ist Gold. Schießt und macht das Goal! Ryan Gold, der Joker! Wieder ein Basel. Gut gewechselt. Sporar, Torschütze zum 1-0 kommt raus. Ryan Gold kommt und schießt. Basel wieder in Führung. 72 Minuten. Die Antwort von Basel hat lang nicht auf sich warten müssen. Gold setzt sich da auf der Seite durch, wartet auf die Lücke, sieht sie und schießt drauf und Lopez für ihn unhaltbar. Ryan Gold schießt das 4. Goal in der Europa League und bringt Basel nach guten 5 Minuten wieder in Führung. Und es gibt einen Wechsel, Torschütze. Vorbereiter Embolo und Renato Steffen kommen raus und die zwei jungen Spieler, Serge Itten und der Baumann kommen. Der Baumann kommt zum ersten Einsatz, zum sogenannten Debüt im Basler Dress. Ist erst vor ein paar Tagen überhaupt ins Kader berufen worden und heute wird es im ersten Einsatz. Mal schauen, wie es machen wird. Gold wartet jetzt genau auf den Baumann. Der Baumann jetzt vernascht hat der einen Spieler, Vorlage zum Gold. Gold macht der Christen, ja! 3-1 und Baumann. Super gemacht vom Neuling. Baumann wartet da geschickt.
setzt Goldi und Gold macht das 3:0 von wegen riskant mit dem Baumann. Der macht sofort seine erste Vorlage. Kaum ist er 2 Minuten im Spiel. Und sofort geht das schnell. Juri Tinamo mit einem Doppelpass mit Cedric Itten. Und der steht allein vor dem Goal. Macht es. Nein, Lopez noch dazwischen. Hat er leider machen, kein Pass über zum Gold oder zum Boetius, macht es allein. Und der Lopez natürlich noch dran. Dynamo. Aber Lopez jetzt nicht. Hat den Ball sicher, aber Basel gewinnt also auch das zweite Spiel in Folge mit 3:2 gegen Olympique Lyon. Ein guter Neuankömmling, der Baumann, mit seiner ersten Vorlage im ersten Spiel. Aber auch allgemein ist das eine gute Partie vom FCB. So, wir beenden also die Folge nach dem 3:2-Sieg gegen Lyon. Im Moment sehen wir die Tabelle, wir schauen 56 Punkte, 7 Punkte Vorsprung von den ersten Young Boys. Und Vaduz haben mit 26 Goal im Minus und mehr mit 34 im Plus. Schweizer Pokal sind wir schon im Finale gegen Luzern, da treffen wir dort auf sie. Und in der Europa League sieht es im gut aus gegen Lyon, würde also im Halbfinale entweder auf Benfica, Schalke oder Dortmund treffen, wobei Schalke und Dortmund noch nicht ganz sicher sind, aber Benfica, Sampdoria sieht ganz klar danach aus. Dann schauen wir noch schnell nicht da, sondern eher dort die Fans, da wir ja wollen, dass der Embolo ein bisschen vorkommt. Dann schauen wir, und da ist der Embolo im Moment auf dem 8. Platz, teilt sich der Platz mit Pia und Rossi von Lugano und jeweils Sion. Und hat nur noch 4 Goal Abstand von Rao und Tapur. Der geht auch mit 5 Treffer und Traoré mit 5 und das ist unser Außenverteidiger. Golden Chef jeweils mit 4. Und wir sehen uns also in der nächsten Folge vom FC Basel Karrieremodus. Sind gespannt, wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da. Bis zum nächsten Mal und ciao zusammen.